Leos Sohn Forrest, der eine, sagen wir, doch eher weibliche Ader hat, die jetzt an den Tag gelegt. Hey, muss nichts Schlimmes sein, so überhaupt nicht. Aber irgendwie trotzdem coole Fähigkeit noch, sehe ich gerade. Der hat ein bisschen Probleme, wurde entführt, wird irgendwie für Mädchen gehalten. Okay, wir müssen ihn retten. Problem ist aber, die Rettungsmission darf man nicht gefährden. Hey? Also sprich, sobald die uns entdecken und irgendwie angreifen und so weiter, dann schätze ich mal, werden die beiden ausrücken und Forrest killen. Und da wäre dann nur Scheiße. Frage, was kann er dagegen tun? Das ist eine gute Frage. In dritten Einheiten. Ach du Scheiße, Niederreiten. Ja, der Niederreiter war. Hier sieht sowieso scheiße aus. Man hätte theoretisch sagen können, komm, ich mache erstmal die Typen platt, weil es sind nicht so viele und dann mit Kombi-Angriffe gehe und so. Ist eigentlich Plugin, aber jetzt, was mache ich da? Ich meine, ich kann schon hier darüber gleiten und so weiter, aber das... ich glaube, ich habe da schon mal bessere Ideen. Hä? Ja, übrigens, wenn ich musste erstmal gucken, wie das am besten hier deichst. Da gehe ich mal ein bisschen zurück und gucke mal. Ich meine, sie dürfen noch nicht entdeckt haben, war die Tür, die Wand habe ich auch noch ein bisschen angekratzt. Was wäre, wenn ich die jetzt eigentlich aufsprengen würde? 1, 2, 3, 4, 5, sind noch weit weg angreifen. Sag mal so. Das war eine doofe Idee. Wie gesagt, muss alles testen. Bevor ich irgendwie... Okay. Wer war hier oben klüger gewesen? War wohl jetzt auch anlocken müssen, wissen sie es. Und alle hier durchschicken, natürlich alle kombinieren, wäre eine Idee. Das ist mal ein Crit. Nice try. Okay, interessant, es kommt doch hier einer. Aber wie soll ich denn da oben hinkommen? Ich meine, ich muss ja zu Forrest gelangen und es wurde uns im letzten Part noch diese Tür oder diese... Ja, also doch Treppe wurde uns angezeigt, dass wir hier hin müssen. Das wurde uns so angezeigt, Freunde. Da weiß ich mal aus keinem Faden, aber es war so. Ist jetzt wirklich für mich die Frage, okay, welche Treppe führt hier hin? Im Prinzip kann man sagen, okay, vermutlich die hier. Aber ohne dass wir uns merken, hier hingehen, wie soll das funktionieren, ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung von, wir standen nochmal von vorne. Also bisher lief es ja eigentlich so ab, wie ich es mir vorgestellt hatte. Von wegen am Ende ihres Zuges, wo sie uns entdecken und wo wir sie angreifen, je nachdem natürlich, würden sie jemanden schicken für Forrest. Aber der kommt da unten an. Es sind also nicht die beiden da oben, die beiden Ritter, wie ich mir noch irgendwie gedacht habe, sondern es sind die schicken echt einen neuen. Also mal ganz kurz durchlesen. Ja, die zeigen nur die Treppe an. Du sie oder sie dich angehalten, also bei Forrest stehen oder zum Angriff übergehst. Ja, aber wie komme ich zu Forrest? Das ist die andere Frage. Ich habe nichts, wo ich irgendwie... Ich meine, eine grüne Einheit, ich kann mich an den porten oder ihn rausholen. Also sprich irgendwie Rettung einsetzen, das geht nur bei blauen Einheiten. Das heißt, ich muss zu Fuß hier hin. Also kann natürlich hier über die Tür und so. Aha. Bereits hier oben versammeln und dann durchbrechen, wa? Durchbrettern. Das wäre eine Idee, aber die kommen hier von allen Seiten. Alter, wer macht denn sowas?
Wenn ich hier angreife... Jo, das könnte noch ein kurzer Ausflug werden, Leute. Also es kann auch sein, dass wir jetzt diesen Part nochmal alles versuchen und so und nachher sagen muss, nö, geht nicht, war eine bessere Strategie und wir lassen es fürs Erste. Weil ich sehe aktuell nicht, wie ich da irgendwie durchkommen soll. Ja klar, kombinieren kann ich noch, dann ein bisschen kraftvoller sind, mehr aushauen und so, ist gar kein Ding. Aber trotzdem. Das gibt mir noch ein bisschen Kopf zu brechen. Also ich komme hier nicht durch. Ich meine, die wären, wenn es nur die drei Typen wären, gut. Killen, dann gehe ich hier hin. Port mich rüber, zack, fertig. Das ist echt die Idee, dass ich halt hier um einen Frontalangriff gehe. Natürlich bis auf den hier einfach mal alle platt machen. Da kann ich hier die Tür aufmachen, die machen vermutlich sowieso nichts. Dann ist der hier unten, der da irgendwie rumschliert. Es wäre eigentlich fies, wenn ich jetzt... Ich gehe davon aus, dass ich mit der Treppe hier porten kann. Sprich, wenn ich hier reingehe, komme ich wieder raus. Aber wenn das nicht so ist, dann habe ich ein Problem. Und so ein ganz gewaltiges... Was mache ich hier? Ja, doch würde gehen, wa? Die so anzulocken hier. Zack, bums. Ich mache die Tür hier auf. Deswegen hat die Hinweis wegen der Türschlüssel hier. Okay, ist gar nicht dabei. Ich habe gar nicht Case dabei. Das wird nur eine Truhe, wa? Dann einfach noch Truhenschlüssel. Türschlüssel. Moment, ganz kurz, Leute. Vorrat, habe ich irgendwo noch einen Türschlüssel oder Truhenschlüssel? Nö. Tja, nochmal von vorne. Ja, so, wenn ich schon mal hier bin, will ich eine Truhe aufmachen. Ich habe keinen Truhenschlüssel, also ich muss Case mitnehmen, dafür fallen wieder zwei andere raus. Ach, ist das nervig, hey. Meine Tür ist da, was macht sie den Türschlüssel? Okay, sogar zwei Türen, aber Truhenschlüssel? Nee. Oh. Mann, die sind Spielentwickler, ey. Also merkt schon, dass sie ihre besten Ideen bei Awakening hatten. Hier bei Fates noch ein bisschen, naja, nicht mehr an so viel gedacht haben, sag's mal so. Also echt Türschlüssel. Gut, dann geht's echt nicht anders. Müssen wir da drin bleiben. Asura Bauer sowieso. Nehme ich ein bisschen Sakura raus. Elise, Takumi will ich eigentlich trainieren. Ja, nehmen sie raus. So, Case. Diese Frage von den Truppen, wie ich das am besten mache. Wenn es echt so ist, wie wir gerade denken, Leute, ich gar nicht dahin porten kann und die Anzeige hier war nur dafür da, zu zeigen, okay, wenn die mich entdecken, kommt da einer und macht auf dem Weg zu Forest. Heißt es für mich dann eigentlich, okay, ich muss hier oben alles platt machen. Das mache ich eigentlich am besten so. Das heißt, wiederum hätte Benny mitnehmen sollen, hä? Ja, nee, das heißt, ich muss natürlich alle runterschicken. Und kombinieren und das Beste hoffen. Ja, am besten will, das geht nicht anders. Oder ich sehe es gar nicht, was irgendwie noch besser gehen würde. So, natürlich ohne irgendwie kombinieren, logischerweise. So. Geht ihr schon mal voraus?
Elis mit Takumi. Habe ich eigentlich Animationen ausgemacht? Natürlich nicht. Ein bisschen sammeln kann nie schaden. Lasst ihr mal die Flotteneinheiten vorne. Da müssen natürlich die beiden ran. So. Wenn du nachher hier oben bin, spielt es nicht mehr so eine große Rolle. Wer kommt da eigentlich alles? Sind die vor allem da? Ich bleibe aber eigentlich dabei, dass die andere Strategie hier, mal ganz kurz, wenn ich die da alle darüber habe, da drüben habe. So, warte mal, das ist ein bisschen doof, wa? Camino und Ryomen sind ein klasse Team. Also, verstehe, ich will halt gerne mit einem da oben bleiben, damit ich da relativ schnell angreifen kann. Von allen Seiten, ne, so gesehen. So. Genau. Machen wir es erstmal so. Ich mache hier nochmal auf Sammeln. Und hier auch nochmal, obwohl es eigentlich unnötig ist. So. Jetzt ist es langsam richtig lustig. Genau, jetzt kommen sie wieder. Problem, jetzt kommen die da unten auch. Also steht hier, meine Frage wäre eigentlich eher, wie komme ich da hoch und das wird direkt alle angreifen? Vielleicht mit der Strategie? Ah, geht schon besser. Also das Ziel ist eigentlich, dass ich allen Roten ausweiche, wa? Weil es ziemlich schwierig wird. Stahlax plus Nosferatu, wie blocke ich die am besten? Wobei erstmal ihn hier, wa? Anderen Zauberer, haha, du. Ich mache alles mit Michael hier. Quasi hier Drachenstein Plus, kann natürlich nicht angreifen, die Entfernung ist aber egal. Will man sowieso kaum Schaden machen, der andere vielleicht eher, aber egal. Dann tun wir noch ein bisschen Speedo. Ein bisschen Sammelo. Genau, und der kann eigentlich nur von dem angegriffen werden. Nö, der jetzt plötzlich auch noch, okay. Nö. Soll das Case machen. Warte mal, Schurken sind rot. Die blauen, da macht sowieso nichts, Nosferatu. Aber er so verdammt viel Resistenz hat. Bin mal gespannt, ob die Strategie aufgeht. Mir schlecht das Recht, wa? Ja, die kommen da alle plötzlich. Leck mich am Arsch. Nice try. Ach du Scheiße.
Also merken wir uns, die Miete ist Assi. Assi hoch over 9000. Hä? Dann muss ich hier oben durch. Ich meine, die können auch 8 Felder gehen, wa? Dass ich auch Asuri noch durchschicke. Da die beiden direkt erledigen. Okay, wenn sie gar nicht warnen können. Mhm. Und dann die Mauer hier aufbauen, damit zumindest mal ein Teil hier durchkommt. Oder die Mauer. Einfach im Prinzip so betrachtet, dass ja, kann irgendwie das mit Hinoka machen, wegen Magie und so weiter. Damit nur der Zauberer, also der eine Zauberer da angreifen kann. Weil ihr seht hier in der Mitte, da habe ich alle gegen uns. Die kommen auch von unten und so, ich habe da keine Chance. Und ich komme gar nicht mehr raus. Das ist auch nicht schlecht. Alter, das wird so verkackt übel. Immer Soldaten durch, ich kann keine Firmen angreifen, geil. Ach du Scheibenkleister, Freunde. Und über mich so habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich meine, da ist das kleinste Problem, wenn der irgendwie mal ein bisschen durchkommen würde, aber so? Nee, aber keine Chance. Ah ja, man sieht sie unten, deswegen ist hier auch die Tür, oder? Wenn ich hier oben halt bereits die alle anlocke. Problem ist, was mache ich denn mit Forests? Weil der ist da unten, wie kommt man denn da hoch? Und hier durchboxen. Und natürlich eine Variante wäre einfach hier mal die Wand aufzumachen, quasi. In der Hoffnung, was vielleicht, wenn ich es bereits getriggert habe, weil natürlich mit Camilla hier oben war. Also Fakt ist, sobald sie mich entdecken, am Ende ihres Zuges taucht hier einer auf. Ein Berserker. Okay, bis der natürlich oben ist, dauert es eine Weile. Ich schätze mal 5, 6 Züge. Wenn ich da anlocken würde, mit zum Beispiel dem Schluss, die Mauer killen, also ja, den Schlussdurchbruch setzen halt Hinoka. Kann die Magie an. Ich muss natürlich alle hier hinlocken, ist logisch, weil da kommen nachher so viele. Und ich schicke sogar alle meine Truppen hier hin und dann mache ich irgendwie 2, 3 nur hier, die dann relativ schnell durchkommen, zum Beispiel Michael als Beispiel. Okay, ist natürlich auch noch, aber in der Tour noch, weil er sowieso relativ schnell und stark ist. Puh. Also das ist... Nee, so, kann man sowieso nicht durch. Komm, soll Mike erledigen. Das sind viel zu viele. Ich habe nichts erreicht, nein. Game over. Ja, gerne. Ja, versuch's noch einmal, Freunde. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir noch im nächsten Part nochmal gucken und so. Dann muss ich mir erstmal offscreen was überlegen, was hier, was ich irgendwie falsch überlegt habe sogar. So, okay, ist aber dabei, wa? Genau hier. Ja. Ihr kennt das Prozedere noch, denke ich mal. Ist indem ihr... Wen schickt da durch? Wie gesagt, die Theorie war es auch mich durchschicken. Also nicht, weil ihr braucht da drüben. Also schickt echt nur mich da durch, plus... Die beiden für die schnelle Unterstützung. Wäre eine Variante. Ich schicke die beiden noch durch. Kay schicke natürlich auch rüber. Sollen die da mal ein bisschen warten und ich knüpfe mir halt auf der linken Seite mal alle vor. Ja, wie bereits erwähnt, ist jetzt auch mal so eine spontane Idee gewesen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich irgendwie Pause bis zum nächsten Part gucken, wie man das machen könnte. Und falls mir doch nichts einfällt und keine Zeit dazu haben, dann müssen wir halt eine nächste Mission machen, die erstmal ja, sein lassen. Am besten will ich sie gar nicht, wie ich da irgendwie durchkommen soll. Wie bereits erwähnt, Unlocken ist gar kein Ding, aber wie mache das dann nicht irgendwie nachher der Berserker vor mir bei Forest ist? Und ja, natürlich schon mal gut, dass ich jetzt weiß, okay, die Rittmeister, die oben stehen, die machen Forest nix, die sind einfach nur da zur Deko quasi, okay, schön. Das bringt mir relativ wenig. Also muss eigentlich schon die sein. Die da oben machen, muss erstmal die Plug kriegen an dem Zug, das war eigentlich nur das Problem.
Danach kommen da Berserker und 3 auf einmal sind ein bisschen viele. Ich habe eine Tür, die nicht durchkommt, das heißt, ich habe eigentlich nur die. In Anführungsschlusszeichen nur die Gegner. Markieren wir die ganz kurz. So. Und das müsste eigentlich machbar sein. Jetzt erstmal natürlich hier noch. Oh. Direkt Fujikato. Nein, die ist direkt Fuji. Kannst du die mal... Donnerginator, dankeschön. So. Damit zum Vorschwächen, wa? Puh. Das gut geht? Ich weiß auch nicht, wie die kommen. Kommen die einfach automatisch nach 2, 3 Zügen oder wie ist das? Weil dann könnt ihr ja einfach sagen, okay, wenn die automatisch kommen, ich sammle einfach mal alle Truppen hier drüben, warte bis da kam jemand ist, bricht die Tür oder die Wand ein und marschiere rüber. Wäre auch eine Variante, wenn man es halt wüsste. Wenn es nicht weiß, ist halt Käse. So. Käse. Ja, anderes Thema. So, alle hier versammeln. Wie ich das jetzt am besten mache, ist ein ganz anderes Thema. Also mal gucken, wa? Wir wissen, man muss erstmal hier aus der Seite raus. Aus dem Weg natürlich. Ah, doch, kommt dahin, gut. Sie kommen zu weit, scheiße. Ja, jetzt können sie irgendwie so abfangen. Ich meine, klar, da kann er schon abfangen. Bringt mir nur relativ wenig. Sogar sehr wenig, scheiße. Okay. Ja, wie bereits erwähnt, no risk, no fun, ich versuch's mal. Ah, wieder vergessen, die Gegner. Ja, toll. So, es ist ja nachher Ende ihres Zuges. Heißt, nachher kommt der Berserker darüber. Okay. Die Frage, wie bereits... Okay, die kommen auch. Nice try. Okay, aber das geht die eigentlich noch bisher. Der Anfang ist nicht schlecht. Ich kann hier, glaube ich, ziemlich alle platt kriegen. Mit den dreien. Ganz kurz gucken. Der macht kaum Schaden, natürlich sehr gut. Der macht relativ viel Schaden, das ist weniger gut. Den kriege ich so eigentlich auch down. Also der Magier erstmal. Ich mache das mit dem Magier. Ich denke mal, Kills wird da eine große Hilfe sein. Ich hoffe auf den Crit noch. Eine Hoffnung ist vergebens. Ja, toll, das bringt natürlich gar nichts. Er hätte sie als Ryoma schicken müssen. Na gut. So, gar nicht mal so übel. Ah, der Wurfball, okay, also low kommen. Dann kümmern die 3 sich um die restlichen 3 noch. Gut, jetzt, wir sehen sie bereits wieder, jetzt habe ich riesige Probleme hier. Aber gewaltige, wie komme ich jetzt da am besten durch? Soll ich überhaupt kämpfen? Man könnte aber auch weglocken. Rein theoretisch gesehen. Ja, vielleicht oben war. Das sind vor allem die Berserker, von denen ich Angst habe. Verständlicherweise. Es schafft den Berserker aus dem Weg zu gehen, nur den Magier hier habe. Was wäre, wenn ich... Da kommt ja überall hin, ist klar. Perfekt, die hier oben holen, wa? Ja, komm, wir kümmern noch um die da oben.
Das sind zu doof sonst. So. Ja, Freunde, der Part ist noch vorbei. Ich will nur ganz kurz gucken, wie es jetzt theoretisch aussehen würde. Ob ich da jetzt echt eine Strategie hätte oder ob ich es irgendwie total verzettle. Oh. Könnte ja auch sein. So, Leo, was will der machen? Ich habe keine Ahnung. Soll er bessere Teammitglieder noch war, besser kombinieren und so. Aber geht erstmal zum Testen. Ja, wie bereits erwähnt, oder gedacht, die können ja kaum Schaden machen. Wobei, die Berserker fehlen noch. Wenn die mal ein bisschen kritten. Natürlich jetzt kein Heiler dabei. Kann man machen. Also es sieht jetzt nicht so schlecht aus bisher. Oh. Plus Shield oben. Ja, ich muss da mehr mit Shield arbeiten. Ganz einfach. Ja, okay, Leute. Es sieht gar nicht mal echt so schlecht aus. Man theoretisch natürlich eine Idee, dass ich die, also quasi natürlich erstmal die hier platt kriege. Mit denen hier, ist logisch. Blumen ist eigentlich sowieso schon gut, da kann er mit dem Shield ausnutzen. Und da muss er erstmal hier noch irgendwie gucken, da kann er eigentlich sogar von 2 Seiten, also mit denen da unten auch noch kommen. Nicht irgendwie da, so wird's gehen, wa? Doppelschuriken, trifft nicht mal ein Scheunentor. Ja. Exitus natürlich auch eine gute Hilfe. Alter, die Erfahrungspunkte. Ja, natürlich eine Idee, sich zu überlegen, ob ich das Ganze mal auf später verschiebe. Also später, natürlich nach der Hauptstory und so. Wenn es zu lange dauert, das sowieso. Mixtur, dankeschön. So. Hat doch ein bisschen Schaden gemacht, muss ich sagen. Was mache ich jetzt mit dem hier? Silberlanz natürlich auch ein Arsch. Da müsste ich eigentlich echt... Der hat die Fähigkeit, wa? Oh, Katzenteich, der hat die Fähigkeit, scheiße. Macht halt auch Schaden, ne? Also anlocken mit Elise ist scheiße. 35, tschüss. Die ist weg. Das geht. Aha. Ja gut, jetzt kann ich schon mal mit Elise wegmachen, gut. Wie sieht denn eigentlich hier aus? Ah, sie kriegt mir zu viel Schaden von dem. Bei ihm geht's eigentlich noch. Das vielleicht dann von Hinoka auf Sender switch. Also erstmal natürlich hier, zack, bums, bla, machen. Ist natürlich auch klar, wenn der ankommt, muss ich da irgendwie, ja, versteht schon. Aber ja, denke mal, ist machbar, wa? Dann hier wie gesagt, der kann ja einfach mal im Prinzip die auf da hin... Und einfach abfangen, wa? Den muss ich sowieso erst wegkriegen. Ja. Wird lustig, wie es weitergeht. Hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung DLC Nummer 16, glaube ich, war. Ja, nehme ich fest 16. Ich finde die ja ziemlich in sich. Also die anderen waren relativ simpel, aber die hier, ja. Nicht schlecht. In dem Sinne, einfach Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.